Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 24. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Schalke 05. Und wir zwei sitzen hier am Aschermittwoch heute. Und alles vorbei ist natürlich überhaupt nicht. Denn wir haben das ganze Wochenende gefeiert in Berlin, Karneval. Und jetzt feiert der Express unsere beiden Jungs. Und wir sagen vielen, vielen Dank dafür. Ja, absolut grandios. Also wunderbar. Ne? Thema Wechsel. Gelsenkirchener gehen nicht zum Lachen in den Keller. Das ist ein ganz, ganz böses Gerücht. Da wollen wir wirklich mit aufräumen. Die gehen viel, viel tiefer. Die gehen in den Schacht. Ne? Warum wissen wir das? Sonst kämen die ja nie auf den Gedanken, zu glauben, dass wir als Kölner nach Karneval nicht mehr geradeaus laufen können. Sascha Rieter lässt sich wie folgt zitieren: Die Kölner werden richtig auf Karneval gehen. Die sollen ruhig schön feiern gehen. Meine Erlaubnis haben sie. Lieber Sascha Rieter, wenn du damals im Karneval zu viel gesoffen hast hier in Köln, dann erklärt das im Nachhinein schon einiges, muss man sagen. Eigentlich hast du immer in deiner ganzen FC-Zeit so gespielt wie an Aschermittwoch. Aber eins, darauf kannst du dich verlassen. Unsere Jungs werden am Samstag hellwach sein. Ja, genauso hellwach. Nee, lieber anders, ne? Weil die Schalker, die waren die letzte Zeit ja null hellwach, möchte man sagen. Ne? Wenn ich mich nicht irre, haben die 5 Spiele nicht mehr gewonnen, ja? Und zuletzt eine 5-0 Packung bekommen, ja, und der ein oder andere sah auch so aus, als hätte er die Hosen schon gestrichen voll. Was soll ich sagen, ne? Mit Herrn Rieter möchten wir sagen, unsere Erlaubnis dafür haben Sie. Ja, auf jeden Fall. Und auf eine Hose werden wir natürlich ganz besonders achten am Samstag. Und das ist die Butz von Alexander Nübel. Denn der ist gegen Leipzig ja sowas von im Strafraum rumgeflogen wie der letzte Fliegenfänger, als ob er irgendwie Dauerdünnpfiff hätte. Ne? Ich kann nur sagen, der Manuel Neuer, hör mal, der lacht sich doch schlapp. Der macht sich Pipi in die Butz, so wie du den braunen Streifen hinten hast. Und unsere Erlaubnis dazu hat er. Keine Erlaubnis hat Marc Uth. Das ist einfach so. Ne? Und das zeigt uns aber vor allen Dingen auch schon wieder nur eine einzige Sache, nämlich auch in diesem Punkt hat Schalke die Hosen voll. Unfassbar, wirklich. Die haben erstens Schiss vor Marc Uth und zweitens haben die Schiss vor ihrem eigenen Urteilsvermögen. Denn warum in aller Welt sollte man denn ansonsten einen Spieler sperren lassen, den man eigentlich selbst aussortiert hat? Ja, also macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Also, liebe Schalker, wir hoffen, dass es bei euch weiterhin flüssig läuft. Ne? Ja, richtig verstanden, bitte. Ja, und wir glauben, dass wir aus dem Karneval noch viel stärker zurückkehren, als wir vorher waren. Ne? Und warum? Das steht natürlich wie immer auf dem Shirt. Ne? Pass auf. Nubbel brennt. Nübel brennt. Ja. Und damit Schalke flennt 2 Kölsch auf 3 Punkte. Grüß euch, Leute. Und anstoßen tun wir natürlich auch auf den lieben Raphael Zichos. Ganz besonders. Hat sich jetzt rausgestellt, dass du operiert wirst, wahrscheinlich bis zum Saisonende ausfällst. Lieber Rafa, alles Gute für die OP. Komm gesund zurück, wir drücken dir alle Daumen. Ja, alles Gute, gute Besserung von hier aus. Ja. Übrigens habe ich meine Tagebücher verkauft an die Sportbild. Okay. Ich hoffe, du hast aber auch den Tönnies ordentlich berücksichtigt in deinen Tagebüchern. Ne? Denn ansonsten kommt er ja schon wieder ungeschoren davon. 3 Monate ausgesetzt, ich lach mich schlapp. Und dann hört man nichts mehr davon. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Man muss allerdings sagen, haben wir auch schon mal gelobt an anderer Stelle, die Schalke-Fans haben sich da eigentlich ziemlich gut so positioniert. Also das fanden wir klasse. Ja? Und ich nehme an, ihr macht das vielleicht nochmal wieder so jetzt im Stadion. Wenn nicht, wir übernehmen das gerne. Ne? Dann machen wir das. Macht's gut, Leute. Tschüss.